Über Baden lacht die Sonne und bei Nacht da scheint der Mond. Ist euch denn nicht klar, dass Dummheit sich nicht lohnt? Kann man denn in Ruhe leben, wenn der Nachbar das nicht will? Ganz egal, was man auch anstellt, diese Gattung hält nicht still. Steht ein Baum zu nah am Grenzstein und ein Ast schaut drüber raus, läuft der Bach zu schnell in sein Bett und ist zu hoch sein Haus. Über Baden lacht die Sonne, über euch die ganze Welt. Warum hat der Herr im Himmel bloß kein Himmel für euch bestellt? Über Baden lacht die Sonne und bei Nacht da scheint der Mond. Ist euch denn nicht klar, dass Dummheit sich nicht lohnt? In der Regel hat ein Landwirt auch noch Tiere auf dem Hof. Doch der liebe Nachbar findet das auf alle Fälle doof. Er soll aufhören, er als Bauer kriegt genau 4 Wochen Frist. Und der Hahn kräht auch noch morgens früh lautstark auf dem Mist. Über Baden lacht die Sonne, über euch die ganze Welt. Warum hat der Herr im Himmel für kein Himmel für euch bestellt? Über Baden lacht die Sonne und bei Nacht da scheint der Mond. Ist euch denn nicht klar, dass Dummheit sich nicht lohnt? Ist euch denn nicht klar, dass Dummheit sich nicht lohnt? Dankeschön! Also wenn jetzt ich daheim mal auf dem Sofa gesessen bin und an ihrer Lieblingsbeschäftigung, Marathonlauf, Funke, war, und haben vielleicht einmal ein paar Kekse aufgemacht, ja, und haben mir einen Schnabel hineingeschoben, dann ist die von hinten gekommen mit dem Ansaugstutz und Staubsauger und hat gleich die Brustaugen, die wir rausgekommen sind, automatisch weggenommen. Und ich sage euch, wir haben da einen Vorwerk. Der hat so... Was denken ihr, woher mein Großmut ist? Aber das war wirklich... Ich sage euch, das war keine Frau. Das war die Chefin von der Spurensicherung. CSI Anna. Katastrophe. Naja, so ist es mir gegangen. Und jetzt, ich weiß es ja nicht, ob ihr mitkriegt, und meine Ex, die hätte ja dann so einen Schönheitswahn gekriegt. Und die hätte es doch so knallhart. Die war tatsächlich in einer so Änderungsfleischerei. Fett absaugen, Brust vergrößern und 3-mal der von der Rote, wer alles hätte müssen zahlen. Und dann ist sie gekommen, arme Schäle da, dann ist sie gekommen und hat gesagt, sie will jetzt noch ein Tattoo. Sie will sich jetzt noch ein Tattoo stechen. Ich dubel natürlich klar und sage, ja, selbstverständlich. Wir gehen miteinander in die Helios-Klinik. Sonderabteilung Tattoo. Weil sie hat nämlich Angst gehabt. Vor dieser Piepserei. Ja, hätte sie sich nämlich wieder einen Narkose geben. Also ich kann sie eh nicht fahren. Der Doktor hat sie verschläft. Ja, wo sie halt dann so weg war. Dann sagt der Doktor zu mir, ja, was will denn Ihre Frau geschrieben haben? Da habe ich gesagt, ja, wer will das Tattoo? Sie oder ich? Aber ich kann Ihnen sagen, wo Sie es gern haben. Und zwar genau da. Da hat sie das Tattoo willen haben. Da an durch. Ah ja, und jetzt steht halt drauf, bitte nicht vom Becken springen.